We've got to get this beast started. Grab that machine gun. Nehmen Sie das MG. Oh Gott, tschü. Eine Runde ballern. Da die Musung. Wobei, mit 4000 Schuss, da geht die schon. These are still in the ignition. She won't start. Ja, Doktor, schick die. Die rücken mir auf die Pelle. Ja gut. Zumindest ist er geschafft. Auf dem Lande. Oh Gott. Sollen wir speichern? Kann vielleicht Welle sein. Ich hoffe, ihr gerade an mir die Munition gelangt. Muss ich fast bezweifeln. Ja, die Schüttel davon. Don't stop for anything. Mein Scheiß drauf. Munitionsspuren. Man schießt nur oder nichts. Oh, aber sie doch, ha? Schaden? Nee, oder? Da sparen wir die Kugeln. Ja. Also mit der Doktor, der fährt wie ein Besoffener. So, der hat sich verabschiedet. Oh, dort ist er noch. That was close. Ja gut, war schon. Der war langsam zum Ende gekommen. Потеряно.
going. So, den hat zerlegt. Und der da vorne. Ich glaube, den ist der Brüdel von der Lurz. So, den hat es zerlegt und wir haben es geschafft. Oh, we made it. Мы искали вас, доктор. Теперь вы пойдете со мной. А где ваш надоедливый маленький друг, а? Right here, pal. Ja, pass auf, der Bahnhof. Wo da man da? Bringen Sie Dr. Ivanovic zum Zug, ohne entdeckt zu werden. Und Pässe besorgen. Ja, pass auf. Keinen Alarm auslösen. Wo saust denn ihr hin? Hier steht davon, gell? Ja, geh da, hä? Da haben sie sich abgesperrt. Hängt er für mich? Verstehe. Mich tue nicht. We meet again. So, da haben See you, wir. my friend. Likewise. Der Kontakt geworden. Listen, we don't have much time. I have passports for you and the doctor. Take them and get on the train. Die Pässe. Herr Ruppel, wo sind die? Thank you Wofür? again for your help. Always glad to be of service. Now, if you'll excuse me, I must be going. If I'm seen here, it could jeopardize the mission. Good luck. Until we meet again. Okay, Herr Doktor. Die Pässe hab ich. Wo in der hin? Wo spricht dann? Brauchen wir ein Ticket? Пожалуйста, документы. Here you go. Everything should be in order. Спасибо. Проходите. Aha, du ja. Und wir sollten, pass auf, jetzt speichern. Keinen Alarm auslösen. So, wie schaut denn aus? Wann wohnt der Zug? Wobei, Chinesisch kann ich nicht. Da ist alles zu. Aha, da ist er. Wer mich recht erinnert, da muss ich da auch noch um mich. Ja, Herr Doktor. That was
is close, but we've got to get this train moving. If it leaves at its scheduled time, we'll be captured for sure. I'll see what I can do. Ja, und jetzt? Sag dann. Where the hell is the control room? Must be around here somewhere. Der Kontrollraum. Und da möchte er jetzt die Gleisbremse lösen. Was ist auf Kontrollraum? Aha. Da drüben. Ist gerade die Frage, wie du da mitkommst. Weißt du gar nicht. Wie empfindlich sind denn die? Ja, bei dir. Wenn ich da rumtrampelt. Ja gut, der bin ich. Der schaut sich gerade die Fahndungsfotos an. Okay Leute, einen neuen Haarschnitt hat er gekriegt. Das Gute ist, ich muss nicht groß schleichen. Weil ich keiner hört. Also, wo ist verrammelt? Я бы выпил. Эй, после работы выпьем, а? Давай. Ja, betrinkt sie? Wo? Da mischen wir mit. Was sagt dann? Jetzt Jumpy. Tommy. Der bin ich. Und sogar. Der hat das gehört. Scheiße. Komischerweise der erwischt er mich da. Andere Taktik. Toll. An der Nase vorbei. Moment, Starthütten, Rasur. Damit das Ziel voll abtreten kann. So, den haben wir beerdigt. Scheinbar hat er den Alarm nur auslösen können. Der Profi. Pass auf, schnell wie der Wind. Und tödlich. Ja gut,
Toten der Rind. Jetzt bin ich da rum. Der blöd. Hätte im Grunde wieder springen können. So, dann rennen wir halt. Ich hatte mir das so gedacht. Wie gesagt, oft speichern. Erleichtert dir das Leben. So, dann haben wir weggeschnittelt. Und da möchte er... Komm ich da raus, ja? Schon gut. Pass auf, von da bin ich gekommen. Dann robben wir uns da hinten. Den Kontrollraum. So, ist das sicher? Schon, oder? Dort sicher. So, dann hat er bröselt mitsamt der Scheiben. Und dann hätten wir da. Brauchen wir noch was? Nicht, oder? Scheiß drauf. Da ist auf jeden Fall die Bremse. Пожалуйста, ваши билеты. Of course. I have them right here. Доброго пути. You can relax, Doctor. We're safe now. Just sit back and enjoy the ride. John, I can't thank you enough for getting me out of there. I used to think I was serving my country by helping the biopreparat. But I realize now that nothing good can come of their experiments. The best way for me to help my people is to make sure the world knows what's happening there. We need to put a stop to this. I'm sure it was a difficult decision to make, but you're doing the right thing. The right thing. If only it were that simple. To my country, I am a traitor. I'll never be able to set foot on my home soil again. My home, my friends, gone. But I'm not a traitor, right? Doctor, you really shouldn't. Oh, don't mind my ramblings, John. I'll be fine. I only wish my former comrades would realize the consequences of what they're doing. Most of them don't even understand the destructive potential of the weapons they're creating. Millions of men, women, children could die at the press of a button. How can you win a war that no one survives? How can you win a war at all, for that matter? Those men are greedy and selfish, willing to sell their knowledge and experience to the highest bidder. Don't they realize? No, I don't suppose they do. Which is why I had to escape. With your help, Doctor, a lot of lives can be saved. Exactly. Many lives. There are terrorist groups all over the world that would kill for the information in my head. What if these bioweapons fall into the wrong hands? No one would be safe. I couldn't live with myself if I allowed that to happen. I'm going to tell your people everything I know. Names, dates, places, everything. I can only hope they can come up with a way to stop these experiments or develop countermeasures against them. We can, and we will. Do you remember the outbreak in Sverdlovsk in 1979? Vaguely. I seem to recall. 68 people died along with hundreds of animals. Their blood is on my hands.
We were developing an extremely deadly combination of 4 strains of anthrax in a nearby weapons lab in the Urals. Our safety protocols were compromised, and there was nothing we could do to stop it. I was lucky to escape with my life. The government called it a natural infection carried by the animals. I can assure you there was nothing natural about it. We were fortunate to contain it before it spread any further. I should have realized then the horror I was unleashing. You know, I can still hear the screams. I still hear the screams. God help me, John. What have I done?